Herzlich willkommen zurück bei Endless Fables. Wir haben Mr. Whiskers an seinen Besitzer wieder abgegeben. Die zwei sind die besten Freunde. Wir gehen zurück, wir schauen uns um und wissen nicht, was wir tun sollen. Unser gnädigste kann leider nicht viel spielen auf diesen schönen vermaledeiten Dingensbums, Bums. Kartensymbol. Nö. Irgendwas fehlt uns. Ich bin ein Dorfidiot. Warte mal. Ja, fügt es doch da dazu, hey. Mei. Mensch, ist die bescheuert. Warte mal. Das ist ein bisschen leicht verpackt, kommt mir vor. Ja, ganz leicht buggy. Mhm. Warte mal, was ist denn Fischers Tagebuch? Da fehlt uns ein Symbol BZW. Ich denke, da fehlt noch irgendwas. Das Lineal. Das ist aber ein Schädelzirk. Für was braucht man den ich bin ein Dorfidiot, ein Bescheuerter. Warte mal. Lass mich raten. Wir brauchen dort ein Rechen. Jetzt erklärt sich natürlich alles. Warte mal. Noten. Ja, du, schließt doch das einfach einmal. Und somit sind wir des Rätsels Schmösung immer ein Stückchen näher. Das ist leicht verpackt, kommt mir vor. Heute habe ich die junge McConnell Lady und ihre Zofe nach Arschloch gebracht. Die Dorfbewohner mochten das Mädchen nicht. Sie behaupteten, dass sie eine Hexe ist. Sie scheint ganz nett zu sein, aber traurig. Die McConnell Lady ist hochschwanger. Es sollte bald kommen. Ihr Mann ist freundlich, aber die Luft auf ihrer Insel fühlt sich sehr schwer an. Die Dorfbewohner vermeiden Besuche und ich auch. Letztes Mal bin ich fast ertrunken. Etwas Schwarzes stieß gegen mein Boot. Eine ziemliche Tragödie auf der Insel. Lady McConnell starb während der Geburt. Der Ehemann hat das Kind genommen und jetzt werden 5 Leute vermisst. Die anderen flohen und gaben dem Mädchen die Schuld, als sie gingen. Hä? Niemand hat die Insel seit Ewigkeiten besucht. Der Wind trägt seltsame Geräusche von dort hierher. Ich bin überzeugt, dass da etwas Dunkles in diesem Wasser ist. Dunkles Meerwasser wird mit den Jahren immer mehr. Ich werde nie wieder in der Nähe dieses elenden Ortes segeln. Aha. Ich würde sagen, das sind die Koordinaten, wo wir hin müssen. Mhm. Schau her, das machen wir jetzt da ganz gewitzt, wie die Mimosen. Ja. Und jetzt? Stelle den Kompass mit Hilfe des Codes
Stelle den Kompass mit Hilfe des Codes so ein, dass die Koordinaten auf der Karte gefunden werden. 280. Ja. Ach so, okay, sorry. Klein Kenny ist heute etwas besoffen. Kruzifix, machen wir es nicht narrisch. Ja. What's that? Hold on. Aufgabe komplett. Finde die Koordinaten der Insel. Oh Gott, unsere Pamela ist ja wirklich ein wundersames Mädchen. Es scheint hungrig zu sein. Initialien. Bitte was? Initialienkette. Da, Fries. Ja, aber was muss ich mit dem Trottel da machen? Ah. Es scheint hungrig zu sein. Okay. Ja, was gibt man so einen Vogel zum Fressen? Danke dir. Kleiner Spauk, du. Na bitte, hätten wir das auch. Akzeptieren. Wir akzeptieren es und halten einfach die Goschen. Es ist hier viel zu dunkel für mich. Mein Gott, na. Mädel. Kürbismeister, bitteschön. Jetzt haben wir es benannt. Das haben wir, das haben wir. Da ist ja irgendwas unterwegs, aber was? All dieser Bewuchs muss entfernt werden.
Ich hätte eine Idee, aber leider, naja. Gehe in das Anwesen hinein und halt die Klappe. Dieser Brunnen könnte noch funktionieren. Was ist da? Oh, Baby. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was da geht. Warte mal. Gehen wir noch eins zurück. Kehrt. Ja, du brauchst doch nur die Schere nehmen, du Nudel, du. Mein Gott, na. Okay. Hey Gott, na, die Frau macht mich fertig, wirklich. Hast du das werden wir ins Anwesen? Oh Gott, nicht schon wieder, bitte nicht. Zoomen. Die McConnells sind für immer verbannt. Sie haben den Ruin gebracht, indem sie eine liebliche Seele töteten, was ihr Schicksal besiegelte. Mögen sie niemals einen Fuß auf diese Insel setzen und mehr Tod bringen. Der Stammbaum ist verflucht für eine Ewigkeit. Die Sonne wird nicht auf sie scheinen und keine neuen Blätter werden aus ihren Zweigen sprießen. Das hat jetzt eher angehört, wie er sah. Naja. Okay. Interagieren. Einige Teile des Tors fehlen. So, nicht dein Fuck ernst, oder? Was für ein unheimlicher Pförtner. Ja, der öffnet mir ja gerade die Pforte. Ja, das haben wir schon gelesen. Warte mal. Ja, aber da ist ja nichts. Ich bin gerade etwas verwirrt. Warte mal, wir gehen da hinten runter, da war ja so ein Abflussschaß. Die Fackel ist verschraubt. Aber sie könnte eine andere entzünden. Braucht ein Schädel da. Wow. Bewege alle Rippen der Statue zur Seite. Das Auswählen einer Rippe beeinflusst die Benachbarten.
Kruzifix. Wir sind narrisch. Na, jetzt machen wir den Schatz wieder zu. Kruzifix da! Machen wir jetzt nicht narrisch. Nein. Also komplett irre. Ja. Dann nimm doch diesen blöden Schädel jetzt da. Ich habe schon... Jetzt verbirgt er den Kopf wieder, ne? Ja, sicher. Bewege alle Rippen der Statue zur Seite. Das Auswählen einer Rippe beeinflusst benachbarte Rippen. Spiel des... Ah. Kruzifix. Ich kapiere das nicht. Warte mal. So. Das ist ja komplett... Das ist ja komplett irre irgendwie... Hallo? Willst du mich jetzt verarschen, Alter? Hallo? Ja, Alter! Will mir das Spiel so ein bisschen verarschen? Ehrlich, jetzt kotzt es mir dann schon an. Ja. Ich meine, das ist ja wohl kreuz und quer irgendwie. Ohne irgendeinen Sinn halt. Na, jetzt da endlich. Boah, da bin ich nervös bei sowas, wirklich. Dann brauchen wir da Denkwaage. Dann brauchen wir da Denkwaage. Sehr geil. Und der leere Brunnen ist jetzt dein größtes Problem, Mädel. Ehrlich gesagt, du hast aber ein bisschen einen kleinen Schatten. Was ist da? Da müssen wir wieder was aufnehmen. Da haben wir wieder einen Stein. Dann habe ich da irgendwas gesehen. Die Elster hat etwas im Schnabel.
Ja, wo ist sie? Ja. Ja, wo ist die Elster jetzt hin? Ich brauche dieses Juwel. Hm. Ich werde hier mehr Perlen benötigen. Ja. Was machen wir als nächstes? Ah, das ist die eine Fackel da unten am Arsch der Welt, da. Ähm, das ist... Mach mir jetzt nicht narrisch, Alter. Warte mal. Jetzt da. Objekt gefunden, angezündete Fackel. Ja, ich dachte eher sagen, wir haben uns das da schnurrt. Herrlich. Ich bin so richtig begeistert. Warte mal, haben wir da unten jetzt noch irgendwas, bevor ich jetzt dann Blutrausch krieg? Nö. Ah, na, da haben wir alles, da haben wir alles, da haben wir alles, da haben wir alles. Ich glaube, wir sind da soweit fertig, gell? Jo. Warte mal. Zurücksetzen. Ziehe das Token über alle Punkte der Linie, ohne den gleichen Punkt zweimal zu kreuzen. Aha. Nö. Das war nichts. Oh Gott, ich hasse es. Zurücksetzen. So, so, so. Mich beunruhigt etwas. So. 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 Wow. Kenny, du bist ja richtig... Du bist ja richtig... Richtig. Aber so richtig. Jetzt ist mir der depperte Vogel wieder weggeflogen. Was ist das für ein komischer Brunnen? Das weiß ich nicht, Mädel.
Lass dir was einfallen. Da funkelt irgendwas. Dieses Wasser könnte nützlich sein, wenn es getragen wird. Also braucht man einen Kübel. Und da fliegt die Els dahin, wo wir eigentlich schon mal waren. Okay. Zwei Juwelen fehlen, aber was sind da? Ich seh's nicht. Da ist einer. Hm. Ja, die Elster hat den Scheiß in der Pappen, aber ich weiß nicht, wie ich das krieg. Hm. Und einen Kübel braucht man. Da gibt's auch nichts zu entdecken. Und in der Gruft, da braucht man mehrere. Nicht alle Juwelen sind hier, genau. Und ein Juwel hat er diese komische Dingens, diese komische Elster im Maul. Ein anderes Stück fehlt. Ja gut, wenigstens der Kürbis ist da. Okay. Warte mal. Ein wenig Wasser aus der würde diese Pflanze zum Blühen bringen. Ja, es hilft aber nichts. Na gut, ja. Kübel haben wir keinen. Da komme ich momentan auch nicht weiter. Das schaut aus wie ein Schimmelpilz. Es hilft ja nichts. Warte mal kurz. Na, das war jetzt wieder mal ein bisschen eine längere Episode, die XXL-Folge. Weil ich normal schaue, dass ich mittlerweile 20 Minuten zusammenkriege, irgendwie. Weil das ist verpackt, ein bisschen. Wo brauche ich das Gravurwerkzeug? Aber egal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und werden dann versuchen, erfolgreicher zu sein, als was wir eigentlich gerade sind. Ja. Bis zum nächsten Mal. Baba.